Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Mana auf Pelzig. Jetzt wollen wir nochmal gucken, was das mit dem Thrill Boy hier auf sich hat. Oh, das ist er wohl. Schnappt euch Jungs, schalten unseren Thrill Boy ein. Was war denn das? Zu viel Energie, der ist außer Kontrolle. Entfernen das Arme, benutzen Notenergie. Ja, das sieht wohl nicht so aus, als ob wir nur jetzt noch was machen könnten. Da könnte man eventuell noch was draufhauen. Wo die Schlammbombe oder so auf die Mechanik. Naja, das bringt nicht so viel, wie ich sehe. Da bräuchten wir jetzt Elektrizitätsmagie. Aber die kriegen wir erst ein bisschen später. Gretel ist gezappelt. Na, herzlichen Glückwunsch. Und die Helga genauso. Okay, jetzt sind sie wieder richtig. Glücklicherweise ist der jetzt ziemlich langsam. Okay. Erstmal alle Heiler. Und irgendwas ist aufgestiegen. Genau, Gretels Zauberlevel ist gestiegen. Frosta erreicht Level 1. Sehr schön. Der Agamans Heinz ist auch noch gezappelt worden. Und jetzt ist er wieder entzappelt. Ja, nicht so Notrake, ja. Sagte er und wurde selbst getroffen. Mann, Mann, Mann. Zu viel Zappelei hier. Gretel. Benutze es doch gleich mal, um uns zu heilen hier. So, sehr schön. Das gibt mir jetzt fast jedem schon mal 100 Lebenspunkte zurück. Das an sich ist schon ziemlich gut. Und nimm das. Oh, jetzt hat er auf Emmerke BM mehr. Jetzt ist er auf dem Einrad unterwegs. Jetzt ist er nur etwas schneller. Die Attacke bleiben dieselbe. Aber er ist halt jetzt ein bisschen schneller. Weil jetzt ist Thrill Boy mobil. Autsch. Voll in die Attacke reingerannt von ihm. Ich finde es auch lustig, dass der anscheinend so Gummihämmer, solche Quetschkommode-Hämmer hat. So, Akkordeonshämmer. Oh, das war nicht getroffen. Schade. Gretel. Halte mal bitte dein Leid. Ja, bei der Helga wäre schon ziemlich dicht am Tod gewesen gerade. Zusammenbleiber. Warum treffe ich den Kerl nicht? Noch einmal. Probieren wir es selber noch einmal. Nee, ich treffe ihn anscheinend jetzt nämlich. Zumindest nämlich mit aufgeladener Waffe. Jetzt ist wieder die Helga ziemlich kaputt. Oh Mann. Also ihr seht, wie wichtig der Zauber eigentlich ist, der Kraftwasserzauber. Und gerade noch einmal. Weil die zwei Damen der Schöpfung sind doch etwas arg schlache wieder. So. Die rennen auch in jedes Gezappel rein. So. Gott, dann habe ich ihn nochmal erwischt. Gretel, hilf doch mal bitte uns, Gezappelter. Puh. Ich weiß aber nicht, wie hoch derzeit das Zauberlevel sein kann. Lights, ihr müsst mir jetzt mal hinter mir herkommen. So. Bis wir alle wieder frei sind. Neumond-Aura. Level 1. Thrill Boys Angriff rauf. Und Ausweichprozent ist hoch. Scheiße. Wieder voll reingerannt. Na also. Wie beim Feuermutant. Ach. Die letzte Attacke vom Agamans Heinz. Die aufgeladen. Die hatten der Rechtgeber. Perfekt. Also mit dem Windpatron, mit der Elektrozauber wäre das definitiv einfacher gewesen. Und weiter geht's. Perfekt. Was gibt's da noch? Ein Speerorb. Jetzt haben wir sogar eine Peitsche und einen Speerorb gekriegt. Nicht schlecht, Herr Specht. Wir werden uns später sprechen. Mana-Samen zurückbekommen. Geil. So, jetzt sind wir wieder aber. Komm, wir bringen ihn zum Wasserpalast zurück. Oh jo. Und wie wär's bei den Diebe?
Victor ist mit seinen Soldaten schon weg. Der hat Soldaten dabei gehabt? Okay. Aber wahrscheinlich ist es am Anfang so, sagen wir jetzt mal, stark auf das Gebiet konzentriert. Weil, damit man am Anfang wahrscheinlich auch relativ fix seine Mana-Same schon, seine Mana-Waffe aufleveln kann. Okay, Peitsche wird zu Wurmpeitsche. Warum auch nicht? Und der Speer wird zu Eisenspeer. So. Okay, du kriegst jetzt als Fernkampfwaffe erst einmal die Peitsch. Was hat denn die Klaue gehabt? 28, okay, das selber. Und du kriegst jetzt mal das Speer, der Eisenspeer. Der ist ein bisschen schwächer als das Schwert. Aber na gut. Ich mag mich mal nicht beschweren. Immerhin haben wir unser Mana-Waffe jetzt auch etwas aufgemotzt kriegt. Wird dann erst wieder lustig, wenn die Dinger Stufe 3 erreicht haben. Ab dann kann man mit den Teilen arbeiten, würde ich sagen. Bis dahin müssen wir halt erst einmal mit einer etwas kleineren Waffe auskommen. Aber ich würde sagen, hier das ganze Gebiet ist eigentlich noch fast Tutorial. Anders kann ich es gar nicht nennen, weil, sehr schön. Weil die Gretel mal wieder irgendwo feststeckt, die blöd Blunz, yes, das erleid, komm. So. Das gibt's doch gar nicht, so dumm kann schon gar nicht sein, Mädel. So, und Heinz ist gerade so blöd, wenn man so KI degradiert. Mann. Deswegen fand ich das früher eigentlich immer ganz lustig, wenn man das zu mehrere gespielt hat. Secret of Mana konnte man ja auch mit 3 Personen spielen. Und dann war das definitiv angenehm, wenn Kenner so ein Dappschädel und so ein Dussel ist. Dornwespe ist konfus. Was hast du dann konfus gemacht? Mein Speer oder ihr Peitsch? Naja, egal. Wir werden es schon rausfinden, denke ich. So. Da müssen wir auf jeden Fall ein freies Feld schaffen. Sonst sind die zu blöd, um hier durchzukommen. So. Okay. Dann also wieder zum Wasserpalast zurück. Heidewitzka. Und dann wäre unser nächstes... Egal, komm, die können wir jetzt ignorieren. Dann wäre unser nächstes offizielles Ziel die Kobold-Siedlung im 4-Jahreszeitenwald. Ich glaube, den gibt es auch in Secret of Mana 2, der 4-Jahreszeitenwald. Nur ohne Kobold-Siedlung, soweit ich weiß. Also ich persönlich fand auch Secret of Mana 2 ein sehr schönes Spiel, muss ich sagen. Und wenn ihr wollt, kann ich das ja irgendwann auch mal Let's Player. Würde mich freuen. Also das zu Let's Play wird mich definitiv auch freuen, weil man da einfach mehr Auswahl hat. Man kann aus verschiedenen Personen, verschiedene Charaktere, seinen Hauptcharakter wählen. Und dann kriegt man 2 andere Personen dazu. Also man hat nie die ganze 8 oder... Ich glaube 8 oder so dürften es sein. 6er oder 8er hat man zur Auswahl. Und ein Hauptcharakter hat halt immer nur 2 bestimmte Charaktere dabei. Die können sich zum Teil überschneiden. Aber es gibt halt insgesamt 3 verschiedene Ende. Damit für jede Gruppe sozusagen, für jede Zweiergruppe ein Ende dabei ist. Ah ne, Quatsch, die hat ja die Peitsch. So. Okay, muss dann anscheinend durch die Peitsche kommen, das Konfuse. So, und zack. Das werden wir auf jeden Fall auch noch ein paar Mal brauchen mit der Peitsch. Also die Waffe haben wir auf jeden Fall aus gutem Grund kriegt. So. Ja, noch einen Schluck Wasser genommen. Und dann geht's gestärkt weiter zum Wasserpalast. Oh. Oh, da ist aber irgendwas im Arge, glaube ich. Also die Rotzpiranhas haben sich eigentlich nicht aus dem anderen Bereich, wo Frostak gefangen gehalten wurde, von der Fischechse rausgewagt. Deswegen vermute ich dann mal stark, dass hier irgendwas vor sich geht. Autsch. Ja, auf mich Art zu spucke, Kerl. Lass es sei. So. Dich mache ich fertig. Okay, komm. Mann. Also die Fische hier haben sowieso etwas schwierig. Die sind ziemlich groß. Und scheinen hier auch nur bis zu der Kieme maximal bedeckt zu sein.
Also als Piranha hier im Wasserpalast schaut man es auch nicht so einfach. Jetzt ist nur so Kröte mit Dreizack aufgetaucht. Ich glaube Poseidon-Kröte hießen die. Ja, Poseidon-Kröte ist erledigt. Wusste ich's doch. Zack. Und watsch. Und platsch. So. Jetzt ist der Weg auch frei. Jetzt können wir mal reingehen und gucken, was hier abgeht. Uiuiui, hier hat sich die Wasser ab vom Hier hat sich die Musik ab vom Heilige schon entfernt und ist etwas actionreicher Woche als die dort draußen. Uiuiui. Was wir da wieder von Schampel mitmachen müssen, das gab's schon gar nicht. Aber ich habe es ja schon mal angekündigt, dass der Bereich da oben im Wasserpalast noch zur Arena umfunktioniert wird. Und platsch. Nimm das. So. Genau der Bereich hier. Und was geht dann hier ab? Ah, die bewegen sich von selber. Oh, das sind ein paar wiechte Kerle. Aquaria. Renn schnell weg. Der Markus. Wen haben wir denn da? Gestatte, ich bin der Markus vom Imperium. Gehen wir sofort das Sama oder die Aquaria muss sterben. Nee, tun's nicht. Was machen wir dann? Schuhe. Ah, wir sind ja Helden, ne? Wir rennen nicht fort. Guter Bu. Endlich haben wir das Sama, jetzt können wir das Siegel brechen. Das wagen wir nicht. Soll ich euch ein bisschen Lustiges erzählen? Naja, wir haben ja wohl keine Wahl, wie es aussieht. Oh. Ihr werdet jetzt sterben. Har, har, har. Chababuki. Also die vom Imperium scheinen alle irgendwie merkwürdig zu lachen, die in einer hohen Position sind. Und der Chababuki ist natürlich von Alice im Wunderland die Kreatur. Die dracheartige Kreatur aus Alice im Wunderland. So. Und zack. Jetzt gucken wir mal, was der Knabe kann. Wir testen ihn mal auf Herz und Niere. Und schmeißen ihn erstmal auf Frostwelle auf die Dez. Oder auf seine 2 Deze. So, aus dem Angriffsbereich fort. Okay, die bringt dann besonders viel. Dann probieren wir mal die Schlammbombe vom Rocky. Vielleicht bringt die ein bisschen mehr. Ja, so ganz klein bisschen, aber auch nicht so effektiv, würde ich sagen. Okay, also mit Zauber kommen wir hier nicht besonders weit, merkt man schon. Oh, die Mädels kriegen doch aber ordentlich was auf den Sack. So, Gretel, du kriegst ja schon mal was. Wir müssen wohl mit purer Waffengewalt reagieren, den Knabe hier. Alter Falter, wenn du mal nach aufhören kannst mit dem Schampel. Ja, nö, genau. Petzt doch noch was hinterher, genau. Scheiße, okay, die Helga hat's schon erwischt. Und okay, bist bewusstlos. Na gut, dann geht doch natürlich nichts mehr. So, dann kümmern wir uns doch erstmal so drum um den Freak und dann kann sie doch mal uns kollektiv heiler. Das dürfte von der Anfang reicher. Jawohl, sehr schön. Und zack. Oh nee, vorm Ziel verreckt. Okay, Endkopf ist abgeschimmelt. Und die Gretel ist bewusstlos. Ich hoffe, das war der Kopf, der für die Angriffszauber verantwortlich war. Oh. Mann. Und unser Inventar ist so ziemlich limitiert, was die Heilgegenstände angeht. Nur 4 pro Stück. Dementsprechend greife ich halt auch lieber auf die Zauber zurück. Die können wir ein bisschen öfters verwenden, wenn wir sparsam sind. Und es halt nur im richtigen Moment benutzen. Ich finde es immer so geil in den 90ern, wie lange Hälse von solchen Monster immer mit so mehrere Bälle dargestellt werden. Das ist einfach nur geil. Das hat Stil, finde ich. Der Wittatuner Keitel, also wir haben kaum noch was.
Da wär's ja schon fast mit dem Lebenswasser günstiger, ja. Die Leute zu heilen. Dann sind sie wenigstens wieder voll geheilt. Also gerade für sowas muss ich sagen, wäre es geschickter mit mehreren Spielern das Ganze zu machen. Weil so muss man immer noch die KI mit durchziehen und darauf hoffen, dass die keinen Schampel macht. Jetzt heilt der... Oh, jetzt heilt der Eumel sich auch noch. Ach du Scheiße. Sorry, da muss ich mich jetzt erstmal heilen. Und ich denke, man kann das getrost als Notfall aussehen. Ich hoffe, die hat jetzt ihr MP wieder. Die spielt sie gerade nur selber. Ah, sie hat ihr MP nicht, aber ich denke, das kann man jetzt als Notfall sehen. Und dürfte jetzt eigentlich, ja, hat ihr Mana wieder zurück. Dann kann die gut frei jetzt nämlich mal eine runde Heilung spendieren für uns alle. So. Also unterschätzt nicht der Jabberwocky. Auf dem Level zumindest nicht. Manometer. Jetzt hat das Mistvieh sich vor allem um 576 Punkte waren es, glaube ich, geheilt. Das haben wir doch never ever verursacht an Schade. Also das ist wahrscheinlich jetzt dicke wieder voll geheilt. Boah, jetzt darf man den ganzen Mist nochmal von vorne machen. Und dann würde ich doch trotzdem sagen, wir schmeißen nur noch was drauf. Boah, Mann. Hartnäckiges Vieh. Die hat jetzt nichts mehr, ne? Kann nur noch... Wir probieren mal den Zauber. Ist er festgehalten? Nee. Der hat nichts gebraucht. So ein Mist. Ich hoffe nur, seine Mana-Punkte sind irgendwann auch aus. Aber jetzt warten wir mal. Das stinkt mal hier mit der Waffe. Ich nehme jetzt einmal die Eisenlanze. Die ist am stärksten, glaube ich. Also von unserer derzeitigen Waffe dürfte die stärkste sein. Ja, macht schon ein bisschen mehr Schade. Ah, sehr gut. Puh. Gewittert und Arcade, das war jetzt einmal ein Kampf. Mehr Krampf als Kampf. Ich hoffe, jetzt kommt ein Schwertorb oder sowas wieder. Und weiter geht's. Perfekt. Bogenorb erhalten. Schon wieder. Okay. Warum nicht? Dann gehen wir doch jetzt erstmal zur Siegesmusik mit unserem Bogen, mit unserem Kurzbogen hier. Und gucken mal, was hier passiert. So. Benutze schwärmende Mana-Same wieder zu versiegeln. Okay, warum nicht? Und du, Victor? Das erste haben wir die Truppe vom Imperium aufgehalten. Kennst du den Monster, was er nach Pandoria geschickt hat, ist doch am Leben. Ja, das hier habe ich übrigens gefunden. Das müssen sie verloren haben. Noch ein Peitsche-Orb, okay. Heinz, die Zeit rennt uns davor. Ich werde schon mal nach Heim gehen und dort noch um Rechte gucken. Denk dran, reaktiviert Ersteinschwert, um die Mana-Festung zu bezwingen. Das Kanoni-Reisebüro am Quelldorf kann mich ins Hochland befördern. Ah, wissen wir Bescheid. So, jetzt machen wir das Ding erstmal wieder gescheit. So klingt es doch wieder genauso, wie ich das erwartet habe. Kraft des Samens erhalten. Ja, perfekt. Wie sieht es denn mit euch aus? Ihr habt immer noch 0 MP. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Dunkle Mächte sind hinter Mana-Same her, um sie zu besiegen. Du musst zuvor das Mana-Schwert reaktivieren, indem du die 8 Paläste von der Welt besuchst und dort die Mana-Same mit dem Schwert berührst. Geh zuerst auf den Schicksalsberg, um dort Luna zu treffen. Er hilft dir weiter. Schicksalsberg? Das kenne ich nicht in so einem guten Kontext, um ehrlich zu sein. Aber so wie es aussieht, können wir jetzt hier auch nicht speichern. Das heißt, ich sollte wohl erst wohin gehen, wo ich speichern kann. Oder wir gehen direkt zum Quelldorf. Habe ich auch kein Problem damit. Wo wir dann mit dem Kanoni-Reisebüro auch das erste Mal tatsächlich fahren können. Das heißt,
Das wird jetzt wahrscheinlich eine etwas längere Episode. Aber das macht nichts, denke ich. So. Ah ne, Quatsch. Natürlich. Ich kann ja auch hier speichern, selbstverständlich. Dann muss das doch nicht ewig ausarten. Aber ihr seht es erst morgen. Edge. Ach ja, manchmal bin ich echt gerne... Manchmal bin ich echt gerne Säckel. So, die MP müssen auf jeden Fall wieder aufgemotzt werden. Und wir brauchen da wieder unser Gutzler. Nur 4 Guterle in der Tasche, das geht nicht. So, Männle. Ich mache zuerst mal Handler. Und dann hätte ich ganz gern 4 Guterle. Dann hätte ich ganz gern mein Lebenswasser wieder aufgemotzt. 2 und 3 Stück dürfte ich verbrote haben, ne? Ja. 3 Stück habe ich verbrote. Das passt. Nö, da mache ich erst einmal nix. Aber ich mag bei dir Übernachter. Und ich mag die Musik. Die Dorfmusik finde ich echt toll. Boah, 30 Goldmünze. Du bist echt ein Wucherkater. So ist der Name nett übertrieben. So. Erstmal ein Ründchen schlafen. Ich hoffe, das sind nach Luxusbette dann für den Preis. Das ist doppelt so viel wie bei der Zwerge. Mann, 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 Mann. Okay. Spielstand mag ich auch speichern. Perfekt. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Secret of Mana auf Pelzig. Also machen's gut, ihr liebe Leute, und bis morgen. Euer Yankee.